Pluto ist bereit, ich bin bereit und ich hoffe, ihr auch für eine halbe Stunde Kaffeeclash hier. Ein bisschen schönes Wohnzimmer-Feeling bei uns im Studio. An meiner Seite natürlich auch Sophia. Hallo Sophia. Hallo Nina. Ich bin schon hier auch direkt fleißig mit den anderen am Chatten. Ich würde mich freuen, wenn es auch so bleibt und wie eure Woche vielleicht so ist oder was ihr heute schon gemacht habt. Ich freue mich da drauf. Genau, also schreibt ordentlich mit der Sophia, so wie zum Beispiel der Chris oder der Sebastian. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wieder am Start seid. Und dann gucken wir jetzt auch direkt mal, was heute in Köln und im Netz so los war. Wir haben das alles mal für euch zusammengefasst. So. Bunte Kostüme, viel nackte Haut und ganz schön viel Alkohol. Hashtag Jeck im Sonnesching. Rund 50.000 Jecke haben am Samstag den Sommerkarneval gefeiert bei gefühlten 30 Grad. Wenn man in der Masse stand, waren es wohl eher ein bisschen Sauna-Feeling. Aber das hat die meisten Kostümierten, die meisten Jecken nicht gestört. Aber im Vorfeld gab es ja ganz schön Kritik. Du hast mal im Netz geguckt, Sophia. Genau, ich habe mal geguckt. Hat das Netz darauf eine Antwort oder wie hat das Netz den Karneval erlebt? Das ist ganz lustig. Es sind ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt gute Meinungen, es gibt schlechte Meinungen. Manches ist total egal. Genau, und da haben wir uns auch mal... Bei mir im Hintergrund auch noch ein paar Bilder. Und ja, da hat man fast schon das Gefühl, man braucht keine Bikini-Figur mehr im Sommer, sondern man braucht jetzt eine Jeck im Sonnesching-Figur, weil das alles ganz schön knapp war. Ganz viel nackte Haut. Aber jetzt zu dir im Netz. Genau, und so habe ich das mal so ein bisschen rausgeschrieben. Und zwar sagt einer, ja, nichts weiter als Gelddruck, als eine Gelddruckmaschine für die Kostümindustrie, genau wie Halloween auch. Also nicht ganz so begeistert. Jemand anders sagt aber so, ja, war schön, aber zum Vergleich so zum 11.11. und zu Karneval war es halt nichts. Und dann gibt es aber auch bei Facebook zum Beispiel Kommentare mit, boah, war total geil, bitte Wiederholung. Also die Meinungen sind gespalten. Ich persönlich brauche es jetzt nicht im Sommer. Also mir reicht wirklich der Karneval im Winter. Ist ja auch die Tradition. Also mir reicht das. Aber die Veranstalter waren ganz schön zufrieden und die wollen dieses Jeck im Sonnesching jetzt jedes Jahr machen. Und zwar jeden letzten Samstag im August. Also könnt ihr euch nächstes Jahr schon mal den 27. August frei halten, weil da geht es wieder bunt umher. Ja, wir haben da aber jetzt noch ein kleines Bilderrätsel für euch vorbereitet oder eine Zusammenfassung von dem Tag. Und zwar, finde den Müll. Wo ist er? Wo ist er? Und wer macht diesen Müll wohl weg? Die armen Müllmänner, kann ich da nur sagen. Aber vielleicht haben einige von euch nicht nur Karneval gefeiert am Sonntag, sondern auch ein bisschen in die Bundesliga reingeschaut. Der 1. FC Köln hat gegen den HSV gewonnen. Und da kommen wir auch schon direkt zu unserem zweiten Hashtag. Hashtag Deadline Day. Denn das Fenster ist noch bis 18 Uhr geöffnet. Das Fenster, in dem Fußballmannschaften europaweit noch Transfers abwickeln können, egal in welcher Liga sie sind. Und einige große Transfers sind schon über die Bühne gegangen, wie zum Beispiel Kevin De Bruyne. Der belgische Nationalspieler, der wechselt jetzt einfach mal für schlappe 75 Millionen von Wolfsburg nach Manchester City. Ist ja mal eine Summe, die kann man ja mal so einfach zahlen, hat ja jeder unterm Kopfkissen wahrscheinlich. Aber wie sieht das denn beim FC aus, Sophia? Gibt es da schon vielleicht so ein paar Gerüchte? Ja, Gerüchte ist ein bisschen zu viel gesagt. Es ist auf jeden Fall sehr ruhig. Eher im Netz wird sich darüber lustig gemacht. Der FC hat ja schon die ganze Saison fleißig eingekauft. Da gab es zum Beispiel einen Tweet, den fand ich ganz schön. Das war, wurde denn beim FC schon das Faxgerät gecheckt? Also, man weiß es nicht. Man weiß es nicht so genau. Also den fand ich ganz schön. Oder ja, jemand anders meinte auch noch so, ja, der Sohn von Poldi, der wechselt jetzt umgehend von 2 Kisten Kölsch nach Köln. Also es ist eher sehr lustig. Weil der ja auch schon volljährig ist und schon Bier trinken darf. Genau, ne? also das Netz ist sehr lustig unterwegs, was den FC angeht. Aber eine ernsthafte Einschätzung, die holen wir uns jetzt mal von unserem FC-Experten Fabian Buller. Der gibt sich die Ehre jetzt für uns. Lieber Fabian, komm mal rein.
Hallo. Kleiner Applaus hier am Rande. Danke. Mach's dir bequem. Ja. Du hast das ja jetzt auch so ein bisschen verfolgt. Natürlich. Gab es denn jetzt noch in der letzten Zeit irgendwie große Transfergerüchte oder ist da wirklich was über die Bühne gegangen, so kurz vor knapp? Also jetzt beim FC nicht. Also da wurde sich im Netz auch teilweise drüber lustig gemacht, wie langweilig das doch ist dieses Jahr beim FC. Natürlich immer mit Ironie versehen. Es gab nämlich mal ein Jahr, wo der FC tatsächlich, womit wir zu dem Faxgerät-Post zurückkommen, einen Transfer nicht über die Bühne bringen konnte, weil das Faxgerät kaputt war. Und deshalb einen Spieler nicht verpflichten konnte, weil es halt wenige Minuten zu spät eingetroffen ist bei der Liga und deshalb der Transfer nicht gültig war. Daher dieser Post. Ja, dieses Jahr ist es deutlich langweiliger. Der FC hat alle Transfers schon getätigt, also höchstens könnte noch einer weggehen, Sławomir Peszko. Das ist noch das Einzige, was vielleicht noch aussteht. Das ist aber noch nicht passiert bis jetzt. Könnte es denn sein? Ich meine, wir haben jetzt noch insgesamt 25 Minuten, in denen dieses Fenster offen ist. Ist das überhaupt üblich, dass so kurz vor knapp noch was passiert? Ja, also durchaus. Es gibt die Geschichte mit dem Faxgerät beweist das ja schon. Der FC wollte das damals wirklich auch kurz vor knapp noch machen. Es ist durchaus üblich, dass Vereine so kurz dann noch zuschlagen, wenn man merkt in den ersten 2, 3 Spielen, da ein paar Spieler, mit denen war man nicht so zufrieden oder es haben sich noch welche verletzt, wichtige Spieler, da muss man an bestimmten Positionen nochmal nachrüsten. Dann kann es schon vorkommen, dass man tatsächlich um 17:45 Uhr dann noch einen Spieler verpflichtet oder sogar noch später noch. Ja. Jetzt noch ganz schnell eine ganz kurze Einschätzung. Wie zufrieden bist du denn bisher mit den Neuzugängen beim 1. FC Köln? Kann man sehr zufrieden sein. Also die Abwehr, die Innenverteidigung, die haben bisher einen guten Job gemacht. Das war das Einzige, wo man halt gedacht hat, okay, können die Marot ersetzen, den erfahrenen Innenverteidiger, der jetzt verletzt ist. Die machen einen guten Job und auch sonst bin ich im Schnitt zufrieden mit allen Neuzugängen. Dann vielen Dank für deine Einschätzung. Wir drücken natürlich die ganze Saison noch dem 1. FC Köln die Daumen. Leute, 1. FC Köln. Vielen Dank dir und bitte. Noch einen schönen Abend. Gleichfalls, danke. Danke an Fabian, unseren FC-Experten. Und bei uns geht es direkt weiter mit dem nächsten Hashtag, und zwar Hashtag MTV Music Awards. Das ist ja eigentlich eine Preisverleihung, aber wer jetzt den Preis fürs beste Video bekommt, das wird dann eigentlich eher zur Nebensache, denn da gibt es ganz schön viel Eklat. Es gibt Streit, Versöhnung und eine ganz große Überheblichkeit. Zum Beispiel Nicki Minaj und Taylor Swift, die haben sich ja vor dieser Veranstaltung noch ganz schön in die Haare bekommen, weil Nicki Minaj Taylor Swift kritisiert hat, in ihrem Video würden nur dünne Frauen Platz bekommen. Und jetzt haben sie sich aber plötzlich wieder lieb und haben sogar ihren Song von Taylor Swift Bad Blood zusammen performt. Also alles wieder schön im Paradies der 2 Frauen. Allgemein ist auch Taylor Swift die Gewinnerin des Abends, denn sie hat ganze 4 Preise abgeräumt, so viele wie kein anderer. Der Verlierer des Abends ist eher Miley Cyrus, denn die wurde einfach mal von Nicki Minaj von mehreren Millionen Zuschauern als Schlampe bezeichnet. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey. Das ist heftig, aber den wohl skurrilsten Auftritt, den hatte Kanye West bei seiner Dankesrede. Er hat nämlich den Preis für sein Lebenswerk bekommen und ja, es ist ja schon mal ein hohes Ziel, das er jetzt erreicht hat, aber er hat auch schon ein neues Ziel. As you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. Ja, 2030 kandidiere ich dann auch einfach mal als US-Präsidentin. Vielleicht schaffe ich es ja dann mal als erste Frau in Amerika Präsidentin zu werden. Oder du machst das, Sophia. Wäre ja auch mal eine Option, ne? Wir machen das einfach zusammen. Ja, das ist ein richtiges Doppelpack. Das muss einfach funktionieren. Genau. Also ganz schön viele heiße Geschichten. Und das Einzige ist, dass die sich nicht geschlagen haben, die Frauen. Vielleicht kommt das nächstes Jahr, aber
Dieses Jahr passiert das schon in Köln. Das geht ja mal gar nicht. Samstagabend haben sich dramatische Szenen in Köln abgespielt und die genauen Details weiß Judith Pamme aus unserem Newsroom. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gibt es deine Fresse auch in schön? Dieser Frage musste sich am Wochenende eine Kölnerin stellen, als sie sich versuchte, in den Verkehr einzufädeln. Die 22-Jährige war auf der Bergisch-Gladbacher Straße unterwegs, als sie sich versuchte einzuordnen. Der Autofahrerin vor ihr gefiel das allerdings gar nicht. Anstatt Platz zu machen, lieferten sich beide Frauen einen Streit von Scheibe zu Scheibe. Die 22-Jährige gab schließlich Gas und ergatterte den Platz vor ihr. An der nächsten roten Ampel dann der Eklat. Die Autofahrerin stieg aus, ging auf die 22-Jährige zu und dann... Ja, vielen Dank, Judith, für diese ausführliche Berichterstattung.